Johnny Depp vs. Amber Heard. Um diesen Prozess kommt momentan niemand herum. Alle Medien berichten darüber, jeder und jede hat eine eigene Meinung dazu. Aber um was geht es überhaupt und was hat das scheisse Häufeli im Bett damit zu tun? Revi klärt auf. Zu diesem Zeitpunkt, jetzt gerade, ist das Urteil noch nicht draussen. Das habe ich gestern noch gesagt. Und BOOM! Das Urteil ist da. Ich habe mich aber dafür entschieden, das Videomaterial nicht alles zu löschen. Das heisst, am Ende des Videos kommt noch eine Erklärung zum Urteilsspruch. Schon mal kurz vorweggenommen, der Johnny Depp hat gewonnen. Also weiter im Text. Kurzen Step zurück. Kennengelernt haben sich die beiden am Set von The Rum Diaries. Das sollte so um 2010 herum sein. Damals waren wir beide noch in einer anderen Beziehung. Amber Heard war dort noch mit Taylor Reid zusammen und der Johnny Depp war verheiratet mit Vanessa Paradis. Sie haben schon am Set gemerkt, dass es da funkelt. Aber da beide noch in einer Beziehung waren, ist nichts gelaufen. Abgesehen von der einen Kussszene, die sie on-screen hatten, haben beide gemerkt, das ist ein bisschen mehr als nur ein On-Screen-Kuss. Achtung, es folgt eine Aufnahme mit viel Geschlabber. Für Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage oder fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Nach dem Dreh haben sie sich aus den Augen verloren, bis zu ihrer Pressetour 2012. Die Amber Heard war dort wieder Single und auch Johnny Depp und Vanessa Paradis hat es ein bisschen gekriselt. Am Abend in einem Hotelzimmer hat dann alles angefangen. Im ersten Jahr von ihrer Beziehung haben sie das Ganze noch geheim gehalten, aber dann im Februar 2015 haben sie geheiratet. Es gibt keine Bilder zu der Hochzeit, das würde ich hier eins einblenden, weil es ist eine private Hochzeit auf dem Johnny Depp in einer Privatinsel auf den Bahamas und ja, er hat eine Privatinsel. Bei dem Traumpaar ist offenbar nicht immer alles gut gegangen, weil im Mai 2016 reicht Amber Heard die Scheidung ein. Und mit der Scheidung hat sie auch noch gerade eine einstweilige Verfügung gegen Johnny Depp eingereicht, mit dem Grund von der häuslichen Gewalt. Die ist dann auch erlassen worden und der Johnny Depp hat Kontaktverbot bekommen und hat sich nicht mehr der Amber Heard annähern. Sie haben sich dann auf eine außergerichtliche Scheidung geeinigt, um eine Schlammschlacht vor Gericht zu vermeiden. Psych. Sie hat $7 Millionen bekommen von dieser Scheidung und hat versprochen, dass sie die an 2 wohltätige Organisationen spenden. Zuerst hat es so ausgesehen, als wäre die ganze Sache jetzt gegessen. Bis 2017, wo die ganze MeToo-Bewegung aufkam. Viele US-Schauspielerinnen haben sich öffentlich geäußert, dass der Harvey Weinstein, ein Hollywood-Mogul, sie sexuell belästigt hat. Immer mehr Schauspielerinnen sind mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit getreten und so ist Amber Heard zu einer Botschafterin für Frauenrechte geworden. Die ganze MeToo-Bewegung hat dann das Drama um Johnny Depp und Amber Heard wieder neu angestichelt. 2018 hat der Sun einen Artikel veröffentlicht, wo sie Johnny Depp als Wife-Beater, also Frauenschläger, bezeichnet haben. Im gleichen Jahr hat Amber Heard einen Artikel in der Washington Post veröffentlicht, wo sie über ihre persönlichen Erfahrungen mit häuslicher Gewalt hat geredet. In diesem Artikel hat sie aber Johnny Depp mit keinem Wort erwähnt, aber es ist eigentlich klar gewesen, dass es um ihn geht. Johnny Depps öffentliches Ansehen hat sehr gelitten unter den Anschuldigungen. Er ist aus dem neuen Pirates of the Caribbean Film gekickt worden. Kommen wir kurz, der Johnny Depp wird aus Pirates of the Caribbean rausgeschossen. Ich meine, er ist Pirates of the Caribbean. Anyways, er hat auch seine Rolle als Grindelwald in der Harry Potter-Reihe Fantastische Tierwesen, wo sie zu finden sind, verloren. Kurz gesagt kann man sagen, dass seine Karriere ziemlich on hold ist gestellt wurde seit diesen Anschuldigungen. Auf das aber hat Johnny Depp Klage gegen den Sun eingereicht wegen Verleumdung. Was ist das schweizerdeutsche Wort zu Verleumdung? Verleumdung? Der Sun hat jetzt beweisen, dass sie Recht hatten mit der Aussage, dass er ein Frauenschläger ist. Amber Heard musste 14 detaillierte Misshandlungen beschreiben. Schlussendlich, also im Jahr 2020, hat Johnny Depp dann die Klage verloren. Das heisst, das war schon mal der erste Prozess. Jetzt kommen wir noch zum zweiten. Und zwar, weil der Johnny Depp nur den Sun hat angeklagt wegen Verleumdung. Verleumdung, kann man das sagen? Hat er nochmal die Möglichkeit gehabt, zum Amber Heard selber anzuklagen. Genau das hat er im März 2019 auch gemacht. Und in diesem Prozess befinden wir uns jetzt. Er fordert von ihr 50 Millionen Schadensersatz. Amber Heard hat eine Gegenklage eingereicht und fordert von Johnny Depp sogar 100 Millionen $. Gib mir doch das Geld gescheiter mehr. So weit, so gut.
Jetzt kommen wir aber noch zu den Facts vom Prozess. Es ist herausgekommen, dass Amber Heard die $7 Millionen, die sie aus der Scheidung gar nie gespendet hat. Die eine Organisation hat bestätigt, dass sie einen Teil von der versprochenen Spende bekommen hat, aber nicht den ganzen Teil. Dann gibt es auch noch Chatverläufe, die jetzt in diesem Prozess rausgekommen sind, die beide Seiten sehr stark belasten. Beide Seiten haben aber auch recht gute Ausreden für die Chats. Außerdem gibt es noch Audioaufnahmen zwischen der Johnny Depp und der Amber Heard, wo sie über Gewalt in ihrer Beziehung reden. Dabei gibt sie zu, dass sie oftmals der Auslöser war für die physischen Auseinandersetzungen. Die Paartherapeutin von diesen beiden war auch im Gericht und ist befragt worden und sie beschreibt die Beziehung als gegenseitige Misshandlung. Zudem gibt es auch noch Videomaterial, wo Amber Heard mit ihrem Schauspielkollegen James Franco, der steht hier, am Abend irgendwo in einem Lift steht und was genau dort damit passiert ist, weiss man zu dem Zeitpunkt nicht. So, das sind die wichtigsten Facts aus dem Prozess. Jetzt gehe ich noch auf die einzelnen Sichten ein und ich fange mit der Amber Heard an. Laut ihr sagt Johnny sehr eifersüchtig und besitzergreifend gewesen. Er wollte alle Skripts zuerst durchlesen, bevor sie die Rolle annehmen durfte. Zudem hat er ihr immer wieder Affären mit ihren Co-DarstellerInnen unterstellt. Sie behauptet auch, dass er immer wieder extreme Drogenexzesse hatte, sei das Alkohol, Kokain, Gras oder sonstiges. Jedes Mal, wenn er im Drogenrausch war, hat sie zwei Möglichkeiten gegeben. Entweder er sei verschwunden für mehrere Tage oder er ist gewalttätig geworden. Dazu gibt es ein Video, wie er am Morgen heimkommt, offenbar alkoholisiert und anfängt, die Küche klein und kurz zu schlagen. Mehrere ZeugInnen behaupten auch, dass Johnny Depp sich oftmals herablassend gegenüber von Frauen geäussert hat. Der schwerwiegendste Vorwurf gegen Johnny Depp ist der von der häuslichen Gewalt. Amber Heard beschreibt Szenen, wie er sie verprügelt hat, gewürgt hat und auch sexuell misshandelt. Mehrere Zeuginnen behaupten, dass sie gesehen haben mit Wunden und Bläulen im Gesicht. Sie selber hat sich dummerweise verschwätzt im Gericht, wo sie von einem Bruise Kit erzählt hat. Das Bruise Kit benutzt man oftmals in der Schauspielerei, um sich Wunden aufzumalen. Und so kann man schon zum Johnny Depp seiner Sicht. Auch er beschuldigt sie, exzessiv Drogen konsumiert zu haben. Auch der Vorwurf von der häuslichen Gewalt erhebt er selber gegen Amber Heard. Er wirft ihr auch vor, manipulativ zu sein und das Ganze so eingefädelt zu haben, dass er sie heiratet und sie so von seinem Ruhm profitieren kann. Es gibt einen Vorfall, den er besonders hervorhebt. Und zwar sei er dort am Abend heimgekommen und hat Amber Heard und eine Kollegin von ihr im Schlafzimmer entdeckt. Kaum ist die Tür zu, fangen die beiden Frauen an schreien. Sie schreien, er soll sie aufhören zu schlagen, er soll ihnen aufhören weh tun, es täte ihnen weh und prompt sind Securitas-Leute reingesäckelt, um zu schauen, was da los ist. Der Johnny Depp war überrumpelt von dem Ganzen, wie er das sagt, weil er sei ja erst reingekommen und sei überrascht worden mit diesen zwei Frauen, die ihn anschreien und beschuldigen. Jetzt möchte ich noch auf zwei Dramen genauer eingehen. Das erste Drama, das wir anschauen, ist das vom abgeschnittenen Finger. Es gibt Aufnahmen und Fotos, wo man den Johnny Depp sieht mit einem abgetrennten Finger. Laut ihm sagt das passiert, als Amber Heard eine Flasche nach ihm geschmissen hat. Amber Heard beschreibt es aber ein bisschen anders. Er hat den Finger verloren, während er sie angegriffen hat. Und jetzt zum viel diskutierten Poopgate. Laut Johnny Depp sagt er ist heimgekommen am Abend und Amber Heard hat eine kleine Homeparty für ihre Kolleginnen geschmissen. Im Schlafzimmer angekommen hat er dann eine Gacki-Wurst auf seiner Bettseite gesehen. Amber hat es dann abgetan als Gegel von den zwei Hunden. Man muss aber sehen, dass die Hunde nicht so grosse Gegelhäufchen machen können, wie dort offenbar gelegen sind. Amber Heard hat das Ganze dann als Joke abgetan. Sehe ich noch, dass es ihm stinkt. Am 1. Juni am Abend wird dann der Urteilsspruch gefällt. Der Johnny Depp gewinnt den Prozess. Wieso mache ich immer die da? Weil die Geschworenen Johnny Depp und Amber Heard beide als schuldig befunden haben. Die Amber Heard aber deutlich mehr als der Johnny Depp. Die 7-köpfige Jury wertet den Meinungsbeitrag von der Amber Heard in der Washington Post als Verleumdung. Aber jetzt, let's talk about money. Von diesen 50 Millionen, die er von der Amber Heard gefordert hat, bekommt er jetzt 15 Millionen Schadensersatz gesprochen. Von den 15 Millionen bekommt er aber nicht alles, weil im Bundesstaat Virginia, wo der Prozess stattgefunden hat, gelten andere Regelungen, wenn es um Schadensersatz geht. Das heisst, insgesamt bekommt er jetzt 10.350.000 $. Wie schon gesagt, hat auch Amber Heard Recht bekommen. Das Gericht hat urteilt, dass sie $2 Millionen Schadensersatz bekommt. Grund dafür ist Johnny Depp sein Anwalt Adam Waldman. Der Waldman hat mal Amber Heard ihre Aktionen als Trick bezeichnet. Für das Gericht geht das auch in die Richtung von einer Verleumdung. Darum hat sie dort Recht bekommen.
So, das war's mit dem Video über Johnny Depp und Amber Heard und ihre Schlammschlacht vor Gericht. Ich hoffe, es war einigermaßen verständlich gewesen, und wenn nicht, dann lasst einen bösen Kommentar da. Peace out. Es klingt so scheisse, Verleumdung. Merci Kamera fürs Ausschalten nach einer halben Stunde. Wow, das war ja richtig schlecht. Let's talk about money. So wie Johnny. Kleine Bitch. Ist mein Bunny. Das ist mühsam. Nein, ich hatte die ganze Zeit Haare auf dem Kopf. Bezeichnet. Come on. Just do it. Oh. Shit. Ich grüsel.